Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Erlebnis mit The Chosen, das ist unser Thema jeden Sonntag auf jesus.ch, wo wir ein bisschen jeweils mit jemandem darüber reden, über die Faszination von dieser Serie, die im Moment ein globales Phänomen ist. The Chosen kann man als App gratis anschauen. Man kann natürlich auch die DVDs bestellen und so weiter oder auf YouTube das anschauen, die neue 3. Staffel, die jetzt gerade läuft, Episoden, die da rauskommen. Heute freue ich mich sehr, ist der Gast Johnny Eschmann. Er ist in Aarau daheim, geheiratet mit der Christa und sie bauen dort gemeinsam eine Church auf, eine Kirche, eine Community Church nennen sie die. Und er ist auch einer von denen, der es irgendwann ein bisschen reingenommen hat in das Ganze The Chosen. Johnny, kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Was hat dich gepackt daran? Genau, hi Flo an dieser Stelle und merci für die Einladung. Ja, also grundsätzlich, als ich von diesem Projekt schon gehört habe, dass The Chosen rauskommt, bin ich hell begeistert gewesen. Einfach weil ich glaube, dass es wirklich auch Zeit ist, dass man die Geschichte von Jesus, die ist ja nicht etwas, das vor 2000 Jahren mal stattgefunden hat und keine Relevanz mehr hat, sondern immer noch brandaktuell oder aktueller denn je zuvor, meiner Meinung nach. Und dass Hollywood sich ein bisschen das hinwagt oder zumindest ein Filmstudio sagt, hey, wir produzieren wirklich nicht so ein semi-professionelles, so ein bisschen Beta-Movie oder so, sondern wir gehen wirklich fürs Grosse, für wirklich die grosse Bühne, für grosse Qualität und wir nehmen uns die Zeit, die Kosten, den Aufwand. Das finde ich genial und das, glaube ich, zeigt auch die Serie. Ich glaube, keine Serie hat jemals, nicht mal Game of Thrones oder so, so eine hohe IMDb-Bewertung zum Beispiel bekommen. Eigentlich, weil man merkt, dass die Leute, und ich glaube, das ist nicht nur, weil Christen jetzt einfach dort immer eine Szene geben oder so, sondern die Leute schauen die Serie und sie merken, es macht etwas mit ihnen. Und das ist das, was mich begeistert an dieser Serie, dass es nicht nur jetzt so eine, wie sagen wir das, Videografie, also so quasi eine Bibliografie oder Biografie von jemandem ist, sondern wirklich, es geht tiefer. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte jetzt so ein bisschen dramamässig dargestellt, sondern wirklich, es greift Themen vom Leben auf, es greift Themen von der Bibel auf und irgendwie kommt das gleich noch auf eine gute künstlerische Art über, die eigentlich fesselnd ist, die packend ist und für mich schon eigentlich ab der ersten Folge für mich klar ist, das ist eine super Serie, die ich gerne und gut auch jemandem weiterempfehlen kann. Genau. Und wenn du gerade die erste Folge erwähnst, das ist auch die, wo du so ein bisschen als eine von den speziellen hervorgehoben hast oder mir gesagt hast, das ist eigentlich die ich auch gerne noch ein bisschen genauer darüber reden. Und dort geht es eben um die Figur da im Hintergrund, auf der Seite, im Hintergrund von mir, Maria Magdalena, die so als erste von diesen Figuren eingeführt wird. Was hat dich denn hier dran vor allem auch berührt? Mhm. Ja, das ist eigentlich so ganz gegen den Schluss oder, von dieser Episode, so hört sie auch auf, ohne da jetzt zu fest spoilern wollen, für die es noch nicht gesehen haben. Aber Maria Magdalena kennen wir aus der Bibel oder wissen, sie ist auch besessen von einem unreinen Geist und Jesus hat sie geheilt und die letzte Szene von der ersten Staffel, von der ersten Episode, eigentlich, wo der Chosen anfängt, fährt eigentlich wirklich dann, oder schließt mit dieser Heilung und was für mich nicht zwingend so Berührung ist, das ist eigentlich auch nebensächlich, die Heilung. Das sieht man eigentlich gar nicht gross jetzt irgendwie so, wie das passiert oder so. Aber es gibt so den Moment, wo ich wie so der rote Faden oder der Bogen von der Serie oder von dieser Episode so ein bisschen spannt oder abschließt, wo er sie dort abholt, wo sie ursprünglich so von der Serie an bei ihrem als kleines Kind, bei ihrem Vater gesagt, hey, ja, Angst. Und er sich daran erinnert, an ein Wort, wo im Jesaja geschrieben ist, was heißt, fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen. Und spricht ihr das nachher in dem Moment zu, und er ist auch der, der sie beim Namen ruft, also wo halt wirklich sagt, also ich habe jetzt auf Englisch geschaut, aber wo von der Mary of Magdala redet und eben nicht so, wie sie sich vielleicht nennt oder eben den Namen abgeleitet hat sogar. Und es war für mich ein sehr tiefer Moment gewesen, auch persönlich. Ich bin vielleicht auch ein bisschen näher am Wasserbau manchmal, aber einfach zu merken, ja, wir sind wirklich mit einem Gott unterwegs, oder wir glauben als Christen an einen Gott, wo eben auch ich ein Chosen bin. Es ist nicht nur Jesus, der Chosen ist, oder eben seine Jünger, so ein bisschen der Chosen Frozen, so die speziellen, krassen, die, oder, wo am Anfang dabei waren, sondern es geht weiter. Wir glauben an einen Gott, der auch heute noch mehr zuruft, hey, du bist ein Chosen, ich habe dich beim Namen gerufen, ich habe dich erlöst. Und das ist mir sehr nahe gegangen, einfach ja, wirklich das nochmal einfach zu wissen. Es war ja in dem Sinne nicht etwas Neues für mich, aber ich glaube, das ist die Faszination, vielleicht gerade auch, wenn man die Serie als Christ schaut, wo ein bisschen die Bibel vielleicht kennt, so im Groben, so ein bisschen Geschichten, merkt man, es ist mehr als jetzt einfach nur so ein bisschen eine Sonntagsgeschichte, die man vielleicht noch so kennt aus der Sonntagsschule oder so, sondern es ist wirklich auf die Art und Weise, wie es transportiert wird, es geht eigentlich ins Herz. Und es festigt, glaube ich, vieles von diesen Themen, wo Menschen sich generell fragen. Und das ist das, wo wir an dieser Serie, also es gibt die x andere Episoden, die wir auch nennen können, aber wo ich gemerkt habe, dass mir eigentlich schon am Anfang den Finger reingezogen, wo ich gemerkt habe, das spricht mich an, die Art und Weise, wie es gemacht ist, aber auch der Inhalt, und ich merke, es transportiert immer noch die Botschaft, die zwar vor 2000 Jahren das erste Mal vielleicht erlebt wurde, aber wo auch heute noch erlebbar ist. Und das ist das, wo ich auf dem Sofa erleben durfte, wo ich das geschaut habe. Und das begeistert mich an dieser Serie und kann sie darum auch nur jedem herzlichst weiterempfehlen. Ja, es sind auch so die menschlichen Ängste, die jetzt hier, oder, in dieser Szene eben vom Vater von mir, Maria Magdalena, als Mädchen angesprochen werden. Das Gefühl, oder auch Macken, wo sie einfach ganz so nahe am Leben. Jetzt in dem Neuesten geht es gerade um eine Erfahrung, die die Frau von Simon Petrus macht mit einer Fehlgeburt, oder? Wo sie, das ist nicht in der Bibel so drin, es ist ja zum Teil eben auch ein bisschen drum geschmückt, oder, die Lebensgeschichten. Und das finde ich auch spannend, dass sie sich die Freiheit hier genommen haben. Wenn man bei Maria Magdalena schaut, sie wird ja der rückfällig an einem Ort und geht wieder oder zurück in die Sucht. Also es sind auch ein bisschen Suchtproblematiken drin, Bindungen, alles das, also sehr nahe am Leben. Also, wenn ich jetzt mit dir rede, Johnny, ist das gleich auch noch spannend, auch, weil du schaffst ja auch hauptamtlich als Geschäftsführer vom Weißen Kreuz, vom Schweizerischen Weißen Kreuz, und kennst auch sehr stark das, oder? Also das nahe an den Nöten der Menschen drinnen sein und sich mit diesen Themen befassen. Ja, genau, absolut. Und das ist auch etwas, wo ich merke, oder wo für mich auch ein Anliegen ist, als Geschäftsführer beim Weißen Kreuz oder auch als Pastor natürlich, eben das I have called you by name. Das bedeutet, ich kann nur jemanden beim Namen rufen, den ich kenne. Anders geht es nicht. Und das wie zu merken, hey, da ist ein Gott, der, egal wie unser Leben ist, uns eben kennt und wo uns, ich finde das in dieser Episode so gut dargestellt, eben im Tiefpunkt vom Leben vielleicht sogar aufruft oder einfach alles kennt. Und es ist wie kein Erklärungsbedarf da und trotzdem auch keine Ablehnung, oder? Und einfach, hey, ich rufe dich beim Namen, ich kenne dich so oder so. Und meine Beobachtung ist, und das habe ich für mich also in der Reflexion nochmal im Hinblick auf den Tag so ein bisschen mitgenommen, oder wie häufig auch wir Christen vielleicht tendieren, dass wir die Leute vielleicht eher bei ihrem Lebensstil rufen. Also wir sagen, das ist der, oder der sauft und der kifft und der raucht und weiss ich nicht was, oder? Und zeigen mit Finger auf Leute, je nachdem, und merken gar nicht, dass ja 3 Jahre noch zurückzeigen. Und dort wie zu merken, hey, Gott steht wie über dem mal grundsätzlich. Es ist wie nicht das primäre Thema, ohne zu sagen, dass es nicht ethische Fragestellungen gibt oder die Bibel zu dem nichts zu sagen hat.
Aber wie zu merken, bevor das Aufräumen vom Leben oder so kommt einfach mal der Zuruf und der Zuspruch, hey, ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiss, was in deinem Leben abgeht und ich habe einfach mal ein Ja zu dir. Egal, was deine Geschichte ist, egal, wie du dein Leben lebst. Und das ist für uns jetzt gerade auch im Bereich von Sexualität und Beziehung, wo natürlich sehr schnell du in diesem Spannungsfeld bist von, sag jetzt mal, konservativem Gedankengut, oder? Irgendwo auch biblische Werte und gleichzeitig, was die Gesellschaft vielleicht liberalere, freiere Interpretation von Film hat. Und dann kann man sehr schnell in das Spannungsfeld reinkommen und sagen, ja, okay, die haben es nicht verstanden oder was auch immer, oder diesen Lebensstil kann ich nicht gutheissen. Und wir sind sehr schnell im Finger zeigen und wir merken, hey, Mann, wir wünschen uns eigentlich als Werk, dass es uns auch gelingt, wie Jesus, Leute beim Namen zu rufen und zu sagen, hey, lass uns einfach mal den Bezug zu haben miteinander, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns überhaupt mal hinschauen, wer bist du, was ist deine Geschichte, warum stehst du vielleicht an dem Punkt, wo du heute stehst, ohne das per se mal zu werten, sondern eben einfach den Menschen an und für sich mit seiner Lebensgeschichte anfangen ernst nehmen und in das rein aber gleich dann den Ruf zu haben, oder? Und zu sagen, hey, ich glaube, es gibt mehr für dich als das, was du jetzt kennst. Und das begeistert mich als Pastor, als Mensch, als Leiter von einem christlichen Werk. Ich glaube, da haben wir eine riesige Chance als Christen, wenn es uns gelingt, eben die vielleicht Einstiegshürden zu nehmen und zu sagen, okay, ich tue mal alles ausblenden, was vielleicht nicht gut ist, aber ich spreche in die Situation der Leute rein, einfach mal zuerst auf dem Beziehungslevel an und komme mit ihnen ins Gespräch. Ich glaube, das ist eine riesige Chance, genau. Hey, super, Johnny, wenn du das so betonst, eben das mit dem ich sehe dich und ich rufe dich beim Namen. Ich weiss noch nicht, ob du Ajour bist, ob du die neueste da hast geschaut, weil jetzt gerade die ganz neue, die rausgekommen ist, erst gerade vor wenigen Tagen, dort ist so ein krasser so Moment drin, da geht es nämlich um die blutflüssige Frau, wo so den Saum vom Kleid von Jesus berührt, oder? Und nachher so sich schämt und nicht runterschaut. Und dann sagt er auch so, komm, schau hoch, schau mich an. Und so ein Moment von, aha, eben, ich sehe dich und ich gebe dir Würde zurück und dort fängt es an. Und ich finde wirklich, dass auch ganz viele so Momente gibt es drin in dieser Serie, aber auch gerade die letzte Episode ist mir wieder ganz krass eingefahren. Und, aber die mit Maria Magdalena, für die neu einsteigen wollen, die werden sie kennenlernen. Das ist die allererste. Und über die haben wir vor allem jetzt geredet. Danke dir vielmals, Johnny, für dass wir dein Herz dürfen spüren dazu. Und wünsche dir auch noch weiter viele coole Entdeckungen mit der Chosen oder einfach auch unterwegs mit den Menschen und mit Jesus. Merci vielmals. Danke vielmals. Merci fürs Gespräch. Mach's gut. Ciao, ciao.